Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir der erste Prototyp von meinem ersten eigenen Blaster wieder auf dem Tisch. Und ich hätte ihn nicht auf dem Tisch, wenn der 3D-Drucker nicht fertig wäre. Mit allem und Bett. Oder mit, ja, wir müssen da ein paar Teile davon nehmen. Die ganze Schraube nehmen wir davon raus und ein paar Teile auch. Ich habe nicht alles neu gedruckt. Aber da guckt ihr mal. Da haben wir das neue Magazinle. Siehst du das? Bisschen verwirrender wie vorher, wie es zusammengehört. Ja, fast der gleiche Abstand, glaube ich. Ja, die zwei habe ich so nah wie möglich zusammen. Und dann haben wir da der neue neue Gehäuse für den Schwungrädlerskäfig. Den müssen wir da rausbauen. Ich habe vorläufig bloß den, also zumindest komplett. Ja, da hat es mir, also zwei davon von den Schraubabstand-Dinger sind rausgebrochen. Ja, da ist der zweite. Und hat es mir beim Druck schon versaut. Der vorne, der ist dann irgendwie beim Druck abgebrochen und dann hat es dann halt in Luft druckt. Da gucke, das ist mit der 0,8 mm Düse druckt. Da ist ein bisschen, da seht ihr da, kann ich noch meinen Finger durchgucken. Auf der anderen Seite ist ein bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr Material drin. Aber das ist auch was, also den Teil habe ich mit 0, Entschuldigung, alle wach. Den Teil habe ich mit 0,4 mm Düse gedruckt und das dauert halt eine halbe Ewigkeit. Also das ist jetzt ein bisschen besser, weil da brauchen wir jetzt hier die Stützstruktur nicht mehr, das seht ihr. Ja, den Teil sollte ich vielleicht doch mit 0,4 drucken, das seht ihr. Das war am Modell nicht so, oder am solchen Brettle war das nicht so. Aber das wird nachher reingelegt. Das hat halt ein bisschen mehr Arbeit gemacht beim Feilen. Aber das ist undramatisch. Das ist jetzt von zweiter Prototyp, ist das ganz okay. Da reicht das. Und ich denke auch, ja, und wenn ich das später dann irgendwann mal eine Serie machen will, dann brauche ich sowieso irgendjemand, der das besser kann wie ich. Und der auch so, der das Zeug so rundum durchlaufen lassen kann. Und wenn es das nicht gibt, muss ich es halt selber machen. Selber Fabrik aufmachen zum 3D-Druck. Ja, da regnet es raus. Ja, das ist halt der Staub vom Schleifen. Ja, da haben wir Schieberle fürs Magazin, Dartstopper fürs Magazin. Und dann haben wir Schieberle, um die Pfeil rauszuschieben. Das habe ich, ja, das hängt nur irgendwo. Ja gut, das geht normalerweise nicht so tief hinein. Das kann schon sein, wenn man das später einbaut, aber das muss sowieso nicht weiter nach vorne. Das reicht bis da hinten her. Weil da, also wenn das überhaupt bis da hinten geht. Und das dürfte jetzt alles lange, so in Kombination. Also das Schieberle haben wir ein bisschen verlängert. Und das Magazin geht jetzt ein bisschen mehr noch. Also da seht ihr, das ist der Dartstopper vom Magazin, da seht ihr die Position dann vom Magazin. Da bin ich ganz glücklich, dass ich da nichts übersehen habe. Also der Teil hat im Modell schon recht gut funktioniert. Oder ein digitaler Zeichenbrettle. Und da seht ihr. Ja gut, alle Schrauben, die können wir nicht verwenden, da müssen wir kleinere nehmen. Die muss ich dann nachher nochmal geschwind raussortieren. Da habe ich noch nicht vorbereitet, aber das brauche ich nicht zu interessieren. Das mache ich während dem Schnitt. Das kriegt ihr dann nicht mit. Das habe ich nicht vergessen. Das ist dann halt auch. Dann machen wir einen Schnitt extra. Ja. So sieht das dann da aus. Ich würde jetzt sagen, dann nehmen wir einfach die da raus, weil das kann schon sein, dass die mit 0,8, ja, dass das nicht ganz passt dann. Weil das können wir testen. Ja, der Gott. Oh doch, das geht dann so. Das ist halt oben, ist ein bisschen verhunzt. Und dann müssten wir alle Teile haben. Das heißt, der Rest, was ihr da jetzt nicht auf dem Tisch seht, das nehmen wir aus dem raus. Und die ganze Schraube nehmen wir aus dem raus. Das Magazin oder die Abstandshalter, das nehmen wir einfach raus. Aber das Federle. Deswegen, da hätte ich sagen, das Werkzeug habe ich, was ich dafür brauche. Das sind 2 Imbusschlüssel.
Ich würde sagen, ich zerleg das mal. Machen wir einen Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt ist alles zerlegt. Jetzt hoffe ich, dass wir da noch. Das wäre natürlich toll, wenn wir da die Mutter drauf kriegen hätten. Einfach von meinem inneren Monk. Wobei nötig ist nicht. Das wäre nur toll. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist auch okay. Dann lassen wir es so, wie es ist. Und dann haben wir die Abstandshalter schon drin. Die werde ich im Hotel auch rausschmeißen. Also die müssen jetzt separat rein. Das ist. Ja, das wird schon so grob passen. Dann müssen ja nicht alle 100% passen. Und das sehen wir jetzt. Das ist jetzt all das, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Die da da haben. Oder der Schweizer Käse da haben. Das hat ein bisschen viele Löcher, wo wir einen Großteil davon nicht mehr brauchen. Das kommt jetzt ins Archiv. Da haben wir Schieber auch nicht mehr. Das machen wir. Ja, das soll nicht so einfach rausgehen, das ist schon okay. So. Schön mit Schmutz. Nein, dass der Tisch nicht versaut wird. Der schöne Tisch. Ah ja, so nicht. Ja, das. Ei, Scheißele. Kriege ich das so? Nee, das muss ich vorsichtig machen. Sonst ist das Video hier zu Ende, weil dann muss ich das neu rausdrucken. Das habe ich hier stehen gedruckt, dass es ein bisschen Stabilität in die Richtung hat. So, jetzt haben wir das da. So, dann das da weg. Das da wieder noch. Ja. Okay, das mag das nicht, wenn das offen ist. Das ist natürlich, da will das hochgehen. Das braucht der Gegendruck. Das dürfte eigentlich. Sollte mal lernen, wie das im Blender geht, dass man da. Ja. Es dürfte lange. Also arg viel weiter muss wahrscheinlich nicht. So. Ich würde sagen, dann schrauben wir das wieder zusammen. Dann bis gleich.
So, das Magazin ist fertig. Und ja, das geht gut. Und da habe ich noch dran erinnert, das letzte Mal gekriegt, aber der Schieber habe ich geändert und jetzt geht's. Jetzt taugt's. Das da. Und es sieht cool aus mit dem Schieberle in Silber. Ja, da musst du erst überlegen, ich glaube, ja, wie die Federn reinkriege. Hätte ich aufpassen sollen beim Zerlegen. Ja, das ist. Da bin ich begeistert. Da bin ich begeistert. Das ist schon mal der erste Erfolg. Muss das. Schauen wir mal. Zack und Romisch. Ja, die andere Schraube habe ich auch noch sortiert. Das haben wir auch schon gemacht. Das Mods wieder wegpacken. Und dann da weiter zerlegen. Die ganze Krümel von dem 3D-Druck. Auch mal ein bisschen auf die Seite, dass das Bild nicht so stört. Jetzt können wir den Teil ins Archiv packen. Das ist dann zweite Magazin-Prototyp für der erste Blaster-Prototyp. So in etwa. Falls dann irgendjemand mal die Historie vom Blaster-Ingenieur ausgraben will. Wenn ich es dann so lange aufhebe. Das wird sich zeigen. Ja, das ist ja. Und vor allem, was das Zeit kostet hat, da das richtige Federle rauszufinden. Oder allgemein mal zu finden, wie sowas heißt. Ja. Ist jetzt nicht ganz mein Fachgebiet, so Federle. Aber ich lerne das noch. Das kriegen wir schon hin. Und irgendwann mal sind wir so gut, dass wir das in Serie produzieren können. Jetzt, da brauche ich Abdeckung. Das sieht nicht so schön aus. Und da muss ich kurz einen Imbus holen und das richtig anziehen. Habe ich griffbereit, bloß nach hinten greifen. Habe ich nur halt nicht. So, dass das nicht so schief liegt. Das ist halt. Das hat zum Schluss immer noch Kraft da. Ist da dagegen haut. Versuchen wir mal ein bisschen zu laden. Das ist fast nichts mehr für meine dicke Finger. Hoppala, nicht unten runterfallen. Aber das sieht schon cool aus. Da mit Sichtfenster. Das habe ich hauptsächlich gemacht, um ein bisschen Material zu sparen und weil es halt auch die schwarze Fläche oder die blaue Fläche da ein bisschen aufbricht. Und da machen wir da irgendwas drauf, das man einfach wie draufklebert und gut ist. Vielleicht irgendein Logo oder irgendwas, das irgendwie designmäßig was. Aber das kommt dann, wenn man generell das Design macht. Ha. Jetzt hat das Federle schon wieder nicht genug Kraft. Hei, hei, hei. Das sind, wenn die Pfeile sich da untereinander. Ja, das war mir schon klar, dass das jetzt nicht das praktischste Design ist. Also das müssen wir ein bisschen lose wieder. Aber da habe ich auch nichts gedacht, dass ich die Abstandshalter nicht einfach gleich in 3D-Druck mit integriere. Also ja, aber am Anfang habe ich die Unterlagscheibe verwendet. Das war vielleicht der Krampf, wenn die. Das war Gefluche, wenn die rausgefallen sind. Ja, das ist so. Ja, das will schon nach vorne. Das ist ganz gut. Ja, die Pfeile sind jetzt auch. Die habe ich einmal durch die Streifklasse im modifizierten Zustand mit den Schwungrädern, die Pfeile mehr nach vorne reißen, wie schießen. Deswegen haben wir da den Schwungrädlerskäfig. Und jetzt alles Gott kriegt das Blasterle auch so
So ein schöner Worker, transparent, schwungrädles Käfig. Und ja, vielleicht nicht gerade die ganz leistungsstarke Modelle, weil das macht so, ach, so ein ekelhafter Krach mit der Streifschieß. Also das ist so ein Blaster, jetzt zum Modifizieren hat das echt Spaß gemacht, aber jetzt zum Rumspielen, ich mag den Krach nicht so. Also die hört sich einfach nicht schön an. Deswegen will ich da in dem Blaster moderatere Modelle drin haben. Aber der orange Schwungrädles-Käfig gefällt mir halt nicht. Deswegen. Und ich habe da auch noch 2 transparente da. Die sollte eigentlich in die Vader rein. Wobei da könnte man auch einfach, wenn man 2 S-Lipo da reinbaut, dann müsste es eigentlich vom Krach her weniger sein. Die quetscht schon zusammen. Also ja, das war mir schon klar, dass das jetzt nicht. Oh, es drückt immer noch dagegen. Denke, jetzt lassen wir es mal gut sein. Sonst sind wir noch ewig beschäftigt. Wie lange haben wir das? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und Drittel ist voll so in etwa. Gut, vorbei der Hanne. Bis daheim können wir es laden. Ja. Und jetzt hätte ich mal merken sollen, wie viel es war. So hat 17, oder? Ja. Dann sind wir, da passt vielleicht, da passt vielleicht einer rein. 17 mal 2 plus alles. Heieiei. Das ist 34, 35 Schuss müsste es dann sein. Wobei das wahrscheinlich, bis wir dann dahinter sind, noch mehr zusammengequetscht. Also, ja. Und das sehe ich gerade. Ein neues Druckbett bei meinem 3D-Drucker ist auch mal fällig. Wobei da drucken wir einfach was drauf. Oder vielleicht über die Ganzfläche. Das weiß ich noch nicht. Das ist wieder ein bisschen. Ja, das nicht ganz so. Ja, basteln wir weiter, finden wir raus, ob's Gott. Das hat jetzt so lange gebraucht, jetzt habe ich lang genug den Moment genossen, wo ich gedacht habe, das Gott, jetzt will ich ja wirklich wissen, ob's Gott. Ich sage euch ja, ihr müsst den Moment genießen. Wenn er denkt, dass Gott, bis er rausfindet, dass irgendwo eine Kleinigkeit nicht passt. Aber irgendwann mal will man es auch fertig haben, da will man einfach da. Und das ist jetzt soweit, deswegen machen wir da jetzt weiter. Bis gleich. So, Odele, jetzt ist es zusammen. Und ich habe einmal kurz taktisch die Hände gewaschen, weil ich nicht ganz so gut Fingerabdruck da zu hinterlassen. Gut, ich glaube, auf dem Blaster Fingerabdruck zu hinterlassen ist nicht so dramatisch, da ist das Risiko überschaubar. Aber es sieht halt scheiße aus, wenn da überall der Schmutz dann ist. Aber ja, das passt. Irgendwie ist der Schwungrädles-Käfig tiefer drin, habe ich so das Gefühl. Und auf von vorne guckt, kriege ich da irgendwie eine Aufnahme, dass man da direkt drauf sieht. Aber wobei, jetzt wo ich es in der Kamera sehe, ist recht zentriert eigentlich. Aber das Wichtige, jetzt gucken wir mal, ob's Gott. Oh, das Magazin, das Gott einfach nein. Na, hab jetzt früh gefreut. Wo hängt das jetzt? Oh, sage mal, hängt das da irgendwo? Ja. Sotti. Irgendein bisschen Werkzeug.
Meine Finger sind dick. Wie da die. Gottes sei das. Ne, ich habe die untere Seite, die habe ich. Da habe ich die Rampe geändert, oben nicht. Das ist jetzt halt. Ich sage mal, wo hängt das? Das wäre ärgerlich, wenn ich die Oberseite vom Magazin deswegen neu ausdrucken müsste. Aber weil das ist da noch. Habe ich da die Rampe nachher nochmal geändert? Und fürs Erste. Das ist vielleicht nicht so clever, auf den 3D-Druck draufzuschlagen. Eieieiei. Das ging doch. Das Deckel unter ging so schön rein. Da haben wir jetzt Rampe für die Pfeile. Das kann sein, dass das da nicht. Das Schieberle müssen wir so entwerfen, dass es dann. Das ist da. Oh, Scheiße. Boah, da sieht man jetzt halt den. Nein, das ist der Scheiß. Ah, okay. Das heißt, das war der erste Pfeil. Und bis der draußen ist, geht der zweite nicht nach. Das heißt, wenn man den ersten Pfeil was ein bisschen versetzt reinlädt. So, oder einfach ein bisschen schon, dem schon ein bisschen einen Vorsprung gibt. Dann ein bisschen, ja, das muss flüssiger gehen. Das ist klar. Das muss ich mir im Modell nochmal anschauen. Weiß nicht, muss man mal überlegen, ob man da draußen ein Video macht oder nicht. Und ich habe immer noch vergessen, das Isolierkleber bei den Auto zu machen. Es ist, ja, schließen wir das Batteriefeld an. Ah, Scheißele. Das Schieberle geht nicht weit genug. Ah, doch, jetzt. Ja. Das ist klar. Das Schirmle ist nicht ideal. Das muss ich mal angucken. Das muss weiter zurück. Weil da geht der Pfeil, den kriegst du jetzt nicht genommen. Weil das Schieberle im Weg ist. Jetzt hat das zweite Pfeil schon gegriffen. So, und ich würde sagen, für alle, die sich an die Messwerte von der Streif in der Konfiguration nicht mehr erinnern können, weil das sind da die IMRs drin. Also, den Teil haben wir schon mal vermessen. Aber ich weiß die Messwerte nicht mehr. Und ich gehe mal davon aus, ihr auch nicht mehr. Deswegen holen wir da mal kurz das Messmittel
und schaut, was das Bleisterle so kann. Und das ist später nicht der Seriezustand. Aber ich muss mir das im Modell nochmal angucken. Der Schieberle hat ein bisschen, der lässt die Pfeile halt nicht. Dann lässt der nächste, das habt ihr gesehen, der lässt der nächste Pfeil nicht rein. Und da habe ich gut, da war Farbwahl getroffen mit dem schwarzen Pfeil und also mit dem weißen Pfeil und schwarze Magazin. Du darfst doch sagen mal. So. Lassen wir es hochdrehen. 16,4. Er hat den, also das Magazin ist gut. Das seht ihr, das schiebt das schön nach. 14,6 und 7 auf. Ja gut, okay. Das ist jetzt halt, ja. Ich denke, das ist nichts, was man das ist dann nachher. Ich meine, das sind jetzt die Pfeile, die sowieso schon vorgeschädigt sind von dem Workerschwungrädlerskäfig mit denen. Sehr dann richtig, wie der den Pfeil abkurbelt hat. Also da haben wir im Durchschnitt 12,8. Das ist jetzt nicht atemberaubend, aber die Pfeile sind halt auch schlecht. Also, und ja, das ist der Mist. Oder allgemein die Pfeile waren auch in dem Magazin schlecht. Also das ist einfach, das ist quasi vorprogrammiert da drin. Aber das ist okay. Das ist so mäßig kompliziert, das war das sehen. Haben wir das? Jetzt haben wir da die Deckel vom. Das mal auf Zeit. Ja, das geht jetzt. Das war gut gedacht, aber das hätte ich vorm Zusammenbau mal anschauen sollen. Und ich habe mir den Dartstopper habe ich mir angeschaut, aber das hätte ich mir mal. Ja gut, dann muss ich ein Modell ausschauen. Und ein bisschen weiter vor so das Ganze noch gegangen. Das Header, das gut vorbei, das ist jetzt, wenn das komplett vorschiebt, da haben die Schwungräder noch keine Chance, das eigentlich zu greifen. Das ist dann eher gut, wenn wir da so Schwungrädler von Worker rein machen. Ich meine, das ist sowieso, seht, wenn der da schon ein bisschen angefressen ist und deswegen ist der letzte auch so schlecht rausgekommen, weil der gerade so, da hat die Spitze gerade so schön reinpasst und weil der Hanna halt schon ordentlich was angefressen ist. Und ja, da muss man andere Schwungräder, das Käfig reinbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch optisch. Aber fürs Erste, ich denke, den Schieber modifiziere ich nochmal. Das passt. Und dann können wir uns, bin ich soweit zufrieden, dann können wir uns um die Optik kümmern. Und das Kabel verlängere ich noch, aber das mache ich. Das mache ich ohne euch. Das wollte ich bis das mal schon gemacht haben, aber das sind so Dinge, ja. Ja, das vergisst man dann halt auch wieder. Dann habe ich gedacht, ich warte jetzt dann sowieso ab, bis das neue Gehäuse da ist. Ja, das. Hey, sauber machen können. Aber ich warte jetzt da sowieso ab, bis das neue Gehäuse da ist, weil dann kennt es vielleicht auch gerade so lange, aber das muss irgendwie der Honor und dann muss der ganze Kladderadatsch eine Schulterstütze. Oder hier irgendwie so noch. Das wäre schon ganz okay. Und dann hätten wir da
Hoppala. Nee, ich krieg meine Schulter nicht so weit vordrückt, dass ihr die seht. Das ist jetzt in etwa da, wo die Kamera ist. Ja. Wobei am Anfang kriegt man das. Muss man was überlegen, dass man das. So. Woran hängt denn das? So. Ist das immer noch nicht weit genug vorne? Das gehört noch. Das seht. Das gehört noch ein Stückchen vor. Da hätten wir immer noch ein paar Millimeter Luft. Weil das sollte auf jeden Fall nicht sein, dass ich da den Trigger drücken muss, damit das neigt. Eieiei. Na gut, wir können auch einfach zum einen einfach mal die Batterie wieder abklemmen. Weil das ist jetzt die baumelt da halt noch rum. Das ist aber von zweiter Prototyp. Was man jetzt heute, zweiter Prototyp-Status. Ihr wisst gern, wo das hängt. Manchmal hätte ich dann so einen Röntgenblick. Gut, das kann man jetzt halt. Das sind so, sag's euch, den Moment genieße, wo man denkt, dass Gott und dass man rausfindet, dass halt doch noch was nicht passt. Aber wenn man das nie rausfindet, dann kommt man nie zu einem Zustand, dass Gott. Weil sind jetzt heute schon ganzes Eckle weiter. Also das Magazin funktioniert schon wesentlich zuverlässiger. Und wir sind jetzt. Und es hat jetzt auch, also wenn der Schieber den Pfeil gegriffen hat. Und ich denke, das nächste Mal bauen wir einfach ein besseres. Wobei da. Ah, scheiße, da müsst ihr auch gleich. Gut. Hindert uns ja nichts dran, gleich auf den. Oh, ich will eigentlich nicht auf den Lipo gehen. Da macht es wieder so viel Krach. Weil das kann da sein, dass man mit der Batterie oder gerade bei der Streifer schon das Problem, dass dann die, was sagst du, die Feder dann, das geht nicht weit genug zurück, dass das guckt. Wobei, sagen wir mal so, der wäre rausgefallen. Ja, komm schon. Dann jetzt. Dann geht's. Oh. Muss ich den schlanker machen? Ein bisschen auf die Erde setzen. Ja, hilft alles nichts. Zum einen muss ein Millimeter länger werden. Ein bisschen aus dem Bildschirm schmeißen. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Luft. Ja. Ja, Millimeter können wir machen. Dann machen wir den einfach ein bisschen länger. Dann geht er nämlich auch weiter nach vorne. Dann muss das muss ich mal angucken. Millimeter weiter nach vorne. Dann kann das sein, dass das da nicht dick ist. Dass wir das da auch spitz zulaufen lassen müssen. Ja.
Und jetzt geht's nein. Wenn ich es drücke, okay. Wenn ich das Drückerle drücke, dann geht's nein. Das heißt, wenn man das einen Millimeter weiter vormacht und es vielleicht auch ein bisschen spitz zulaufen lassen, dass das einfach von sich aus da die Form in der Form rein will, dann könnte es vielleicht schon lange. Und dann könnte es, weil so, das ist halt auch vorne wahrscheinlich einfach ein bisschen stick. Also da gerade der Teil, den ihr da seht, oder da müssen wir das vielleicht auch noch anschrägen, dass der Pfeil da rübergeschoben wird. Weil das habt ihr gesehen, das hat dann, der Pfeil ist da hängen geblieben und ist gar nicht auf die Position gegangen. Und das kann nur, weil im leeren Zustand ist es ja recht gut gegangen, das kann nur an dem Schieberle liegen. Aber jetzt habe ich schon wieder viel zu viel philosophiert, was man jetzt macht. In der Zeit hätten wir schon längst gemacht. Wobei, ich muss ja immer rausfinden, was Sache ist, bevor man was machen können. Und das haben wir jetzt. Jetzt gucke ich, dass ich wieder ins Zeichenbrett gegangen. Und dann überlege ich, ob ich ein separates Video draus mache oder ob ich das mal so mache. Das gucke ich mal. Ich probiere es einfach mal. Wenn es ein Erfolg wird, dann mache ich aus dem Erfolg ein Video. Weil nicht, ja, zeige ich euch vielleicht einfach die Schieber, die ich so entworfen habe, die nichts waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit dem eigenen Blaster. Das sieht schon cool aus in Schwarz-Silber, oder? Und das ist schon besser wie das Blau da. Jetzt denkt euch das Orange noch weg. Und dann machen wir vielleicht irgendwo Akzentfarbe. So, ich habe immer noch von meiner Prophecy das Dunkelblau, transparent. Und dann machen wir irgendwie was abgespacedes. Und das da vorne können wir einfach ersetzen. Da ein Lauf noch und dann wie bei der Streich sowas draufstecken. Dass das da unten irgendwie. Da kennt man schon. Und da könnte man da auch da LEDs reinmachen in den Lauf. Irgendwie. Da bin ich mir überlegen, mit LEDs will ich da schon noch rumspielen. Also, da wird schon was draus. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da überlege ich mir, was man da so machen kann. Weil das ist jetzt erste eigene Blaster, das muss was Cooles werden. Na, seht ihr, da wäre eigentlich noch ein bisschen, das Magazin wäre noch ein Stückchen weiter vorgegangen. So ein bisschen Luft wäre eigentlich noch. Weil das könnte man schon ziemlich nah ran, dass das dann da. Ich glaube, der 3D-Druck des Schwungrädlerskäfig. Wobei ich muss dann mal schauen, den anderen von Worker, den ich da habe, einbauen, ob der auch so ist oder der ein bisschen dicker ist. Den legen wir mal rein. Oder das kann ja ins andere auch reinlegen, das wollen wir mal probieren. Ja gut, das ist jetzt schon ein halber Erfolg, würde ich sagen. Noch nicht ganz, aber wobei ich glaube, das hilft alles nichts, ich sehe da zu wenig rein. Ich schaue mir das in der Zeichnung an und dann machen wir da draus von ein vollständiger Erfolg, das kriegen wir schon noch voll nach. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästro und beim Basteln, euer Blaster-Ingenieur.